Ja, hey, ich freue mich heute mit euch eine neue Predigtreihe zu starten, in der wir uns mit Gleichnissen, Geschichten auseinandersetzen, die Jesus erzählt hat über das Reich Gottes. Und ich freue mich ganz besonders heute, weil ich bin überzeugt, dass du heute ermutigt wirst durch diese Geschichten von Jesus. Matthäus 13, wir beginnen gleich. Zwei ganz kurze Gleichnisse von Jesus nacheinander, Verse 31 bis 33. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Jesus benutzt hier zwei Bilder. Zwei Beispiele, um das Reich Gottes zu erklären. Das eine von einem Samenkorn, das unter die Erde fällt, das andere von einem Sauerteig, das in das Mehl gemischt wird. Und bei beiden gibt es eine gleiche Sache, nämlich, dass es sich um etwas Kleines, Unscheinbares, Verborgenes handelt, das aber über Zeit eine große Wirkung entfaltet. Wenn ich jetzt von der Bühne herunterkommen würde und durch die Reihen spazieren würde, keine Angst, ich mache es jetzt nicht, und dir das Mikrofon hinhalte und dich fragen würde, was ist das Christentum? Was ist das Reich Gottes? Ich komme jetzt zu dir und frage dich, was würdest du sagen? Vielleicht einige von euch würden sagen, ja, das Christentum oder das Reich Gottes ist die Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes, oder? Oder seiner Vergebung für unsere Schuld. Vielleicht andere würden sagen, ja, das Christentum, das Reich Gottes ist die Botschaft von Jesus, Jesus unser Vorbild, dem wir nachfolgen. Es geht um Jesus. Wenn ich jetzt vielleicht auf die Straße gehen würde, hier in Basel heute Nachmittag, ein Interview machen würde auf der Straße und die Leute fragen, was ist das Reich Gottes für dich? Was ist das Christentum? Dann würden vielleicht Antworten kommen wie, ja, das Christentum, das ist eine religiöse Weltanschauung, vielleicht mit konservativeren Werten, vielleicht eine gewisse Art, die Welt zu betrachten. Es gibt solche Überzeugungen und Dogmen, Bräuche, Traditionen und die beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Leben nach dem Tod, oder? All diese Antworten sind nicht grundsätzlich falsch. Aber die Gleichnisse, die wir jetzt gerade gelesen haben von Jesus Christus, zeigen uns, dass das Reich Gottes nicht einfach eine Ansammlung von Ideen oder Glaubensüberzeugungen ist. Das gehört alles dazu, das ist richtig, aber Jesus sagt hier zuallererst, dass das Reich Gottes eine transformierende Kraft ist. Das ist mein erster Punkt. Ich habe 3 Punkte mitgebracht von heute Morgen. Das Reich Gottes ist eine Kraft. Das andere gehört alles dazu, aber in erster Linie ist das Reich Gottes eine Kraft, die dich und mich verändert. Paulus beschreibt es so im 1. Korintherbrief 4, Vers 20. Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Das Reich Gottes ist zuallererst eine Kraft. Natürlich kommt damit eine gewisse Art, wie wir die Welt betrachten. Natürlich hat das philosophische Konsequenzen. Natürlich gibt es da Glaubensüberzeugungen und Ideen und Werte und so weiter, die das Christentum anbietet. Und natürlich lehrt das Christentum, dass Gott Liebe ist und Gott uns vergeben möchte. Und das gehört alles dazu und ist alles richtig. Aber an erster Linie ist das Reich Gottes eine Kraft.
Ich möchte, dass du das heute Morgen verstehst. Das Reich Gottes ist nicht einfach eine Theorie, die man für wahr halten kann oder nicht. Das Reich Gottes ist eine Kraft, die dir begegnen möchte. Das Reich Gottes ist eine Kraft, die verändert. Eine Kraft, die eine Auswirkung hat in diese Welt. Das Reich Gottes ist eine Kraft. Es gibt einen Unterschied, ob du den christlichen Glauben einfach in Theorie kennst. Du kannst den christlichen Glauben sogar verteidigen in Theorie. Aber es ist ein Unterschied, ob du den christlichen Glauben, das Reich Gottes als Kraft empfangen hast. Als Kraft, die verändert. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt heute Morgen. Das Reich Gottes ist eine Kraft, die von innen her verändert. Von innen her. Es fällt auf, dass in beiden Bildern, die Jesus verwendet, von etwas die Rede ist, das zuerst im Verborgenen beginnt. Das Samenkorn fällt unter die Erde und dort keimt es. Niemand sieht das. Niemand hat eine Ahnung, was dort unter dem Boden geschieht. Es ist im Verborgenen. Das andere Bild von einem Sauerteig, das unter ein großer Sack Mehl gemischt wird. Im Urtext steht dort eigentlich, dass der Sauerteig versteckt wird unter das Mehl. Es ist verborgen, es ist im Untergrund, im Unsichtbaren. Und dann beginnt diese Kraft von innen her nach außen zu transformieren. Nicht von außen nach innen, sondern innerlich nach außen. Ich liebe das am Reich Gottes. Das Reich Gottes ist eine Kraft, die Menschen von innen heraus verändert. Das Reich Gottes beginnt in deinem Herzen, in meinem Herzen. Das Reich Gottes bringt nicht zuerst äußerliche Veränderung, sondern innerlich, von innen heraus. Jesus wird einmal gefragt von den Pharisäern: Du, Jesus, sag uns doch, wann das Reich Gottes einbricht. Und dann sagt er Folgendes in Lukas Kapitel 17, 20 bis 21. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, sieh hier oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist spannend, der Kontext dieses Satzes von Jesus. Gerade bevor er das sagt, hat er eine Begegnung mit 10 kranken Lepra-Aussätzigen. Die kommen zu ihm und alle 10 werden von Jesus geheilt. Und dann schickt Jesus sie zum Priester, um sich zu prüfen, ob sie wirklich gesund sind. Und es heißt in dieser Geschichte, dass nur einer zurückkommt und sich bei Jesus bedankt. Nur einer gibt Gott die Ehre. Und dann sagt Jesus, das Reich Gottes ist nicht so, dass man sagt, hier oder da oder hier oder so. Nein, nein, nein. Es ist viel im Verborgenen. Es ist spannend. Man könnte ja sagen, hey, wenn Menschen geheilt werden, hallo, dann ist das Reich Gottes hier. Und Jesus sagt, ja, Heilungen gehören schon zum Reich Gottes dazu. Und ich liebe das, wenn Menschen geheilt werden durch seine Kraft. Wir erleben das immer wieder. Aber nur einer kommt zurück und gibt Gott die Ehre. Nur bei einem von 10 geschah etwas innerlich. 10 wurden äußerlich verwandelt. 10 wurden äußerlich geheilt. Nur einer kommt zurück und gibt Gott die Ehre. Nur bei einem hat das Reich Gottes wirklich Fuß gefasst. Das Reich Gottes beginnt immer im Inneren. Man kann es am Anfang nicht sehen. Man kann es am Anfang gar nicht bewerten. Ich kann gar nicht darüber urteilen, weil nur Gott ins Herz hineinsieht. Nur Gott sieht das. Schau, die Juden hatten einen Messias erwartet, der ihre äußeren Umstände verändert, oder? Und Jesus kommt und sagt, ja, aber das Reich Gottes verändert zuerst innerlich, bevor es äußerlich eine Wirkung entfaltet. Wie oft kommen wir zu Gott mit dem Anliegen, dass er unsere äußeren Umstände verändert? Und daran ist nichts falsch. Wir sollen das tun. Gott lädt uns ein, das zu tun. Aber wann bist du das letzte Mal zu Gott gegangen und hast ihn gebeten, Gott, bitte verändere du mein Herz. Verändere du mein Inneres.
Schau, wir Menschen sind ständig versucht, äußerlich Dinge zu verändern. Durch menschliche Aktion, menschliche Anstrengungen, die Äußerlichkeiten zu verändern. Und das gelingt uns zum Teil auch mehr oder weniger gut. Das Problem ist aber, dass das alles nicht nachhaltige Veränderungen sind. Diese Versuchung, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen beim Reich Gottes, ist riesig. Wir sehen das in der Politik, wir sehen das in den Kirchen, wir sehen das überall. Politisch gesehen haben Menschen immer versucht, die Welt durch eine Macht zu verändern, sodass die Welt aus ihrer Sicht besser wird, durch Ideologien und so weiter. Und dann, leider geschieht es oft, dass dann zu unlauteren Mitteln gegriffen wird, um an das Ziel zu kommen. Die Mittel entsprechen nicht mehr dem Ziel. Oder in Kirchen, Kirchen haben immer wieder versucht, oder Christen, andere Menschen durch moralischen Druck zu verändern. Aber all das, was dann geschieht, sind äußerliche Modifikationen, äußerliche Anpassungen, aber die Wurzel des Problems wurde nicht angegangen. Und ich möchte es deutlich sagen, nur Gott kann Menschen wirklich verändern, weil nur Gott das Innere des Menschen verwandeln kann. Niemand kann das. Nicht mal du selbst kannst dich selbst verändern, innerlich. Nur Gott alleine ist fähig, das Reich Gottes in dich hineinzupflanzen als Kraft, die wie ein Samenkorn wächst oder ein Sauerteig in dir wirksam wirkt und dann entfaltet sich seine Wirkung bis ins Äußere. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Das Reich Gottes ist eine Kraft, war Punkt Nummer 1, oder? Punkt Nummer 2. Diese Kraft wirkt von innen her. Aber Punkt Nummer 3 ist, sie wächst immer weiter, bis sie alles durchdringt. Es beginnt klein, unscheinbar, aber diese Kraft setzt sich durch. Sie wächst, sie bringt Frucht, bis sie alles durchdringt. Vor ein paar Jahren habe ich begonnen, Brot zu backen zu Hause. Mir wurde ein Sauerteig geschenkt von jemandem aus unserer Kirche. Der Name dieses Sauerteigs war Rudolf, weil du musst verstehen, Sauerteig ist ein lebendiges Ding, also das wächst, das ist ein Organismus, da sind Bakterien und Hefen und alles mögliche Eklige drin. Und du musst dich kümmern um Rudolf. Der war ein Jahr bei mir im Kühlschrank, du musst den regelmäßig füttern mit Mehl und mit Wasser, dass der dort am Leben bleibt und so. Und dann habe ich immer wieder Brote gebacken zu Hause und das waren super Brote, mega lecker, wir haben es geliebt. Und irgendwann wurde es mir zu blöd, das war zu anstrengend. Ich habe schon 3 Kinder, ich muss die auch schon füttern, nein, das reicht. Und dann habe ich den Rudolf vererbt, ich habe ihn zur Adoption freigegeben und jemand aus unserer Kirche hat dann übernommen. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber er ist nicht mehr bei uns, oder? Aber seit ich das gemacht habe, ist mir nochmal neu bewusst geworden, von was Jesus hier spricht. Du kannst einen Teig nehmen, er kann noch so groß sein, du kannst Mehl nehmen, egal, und noch so wenig Sauerteig dazugeben. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Temperatur und den Bedingungen, bis das ganze Volumen durchsäuert ist. Es kommt nicht darauf an, wie viel Sauerteig du dort reingibst oder nicht. Die entscheidende Frage ist die Zeit und die Bedingungen. Und irgendwann ist der ganze Teig durchsäuert, ist durchdrungen von diesem Sauerteig. Was für eine Ermutigung für das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt. Langsam, aber sicher. Das Reich Gottes ist eine Kraft, die von innen her verändert, bis dass sie alles durchwachsen und durchdrungen hat. Das Reich Gottes ist nicht aufzuhalten. Wirf einen Samen auf eine geteerte Straße. Wer gewinnt? Die geteerte Straße gewinnt. Aber pflanze einen Samen unter eine geteerte Straße. Die kann noch so dick sein. Gib ihm ein paar Jahre Zeit und das ganze Ding sprengt und geht kaputt.
Das ist die Kraft des Reiches Gottes. Gottes Kraft ist fähig, jeglichen Teer, jegliche Festung zu brechen. Gib ihm Zeit, gib Geduld. Es wächst in dir, in mir, bis alles durchdrungen ist und das Reich Gottes größer geworden ist. Schau, Jesus, der gestorben und auferstanden ist dieses Samenkorn. Die Bibel sagt, Jesus ist dieses Samenkorn, das unter die Erde gegangen ist und dort zu neuem Leben aufgekeimt ist. Und seit 2000 Jahren hat Gott sein Evangelium in diese Welt hineingepflanzt und seit 2000 Jahren wächst es und wächst es und wächst es und durchdringt von innen her und verändert von innen her und irgendwann ist alles damit voll. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, was Jesus sagt über das Reich Gottes. Ist das nicht genial? Und es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Anstrengung, die das tut, es ist er. Wir können die guten Bedingungen schaffen dafür. Wir können schauen, dass unsere Herzen bereit sind, der Boden fruchtbar ist. Dazu hören wir dann nächste Woche mehr, wie wir uns vorbereiten und aufbereiten dafür. Aber die Kraft kommt von Gott. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie damals meine Großmutter etwas gesagt hat, das mir geblieben ist, mein Leben lang. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie alt ich dort war. Ich war vielleicht 5, 4, 6 Jahre alt, keine Ahnung. Und sie hat mir gesagt, und ich weiß heute, das ist ein Zitat aus dem Jeremia-Buch. Sie sagte dort, wer Gott mit ganzem Herzen sucht, von dem wird sich Gott finden lassen. Wer mich mit ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und schau, es gibt einen Unterschied, ob du einfach etwas hörst, oder? Oder ob dort etwas gepflanzt wird. Versteht ihr den Unterschied? Wenn du etwas hörst, und dann geht es vielleicht hier wieder raus, Göschenen, Airolo, oder? Oder ob etwas gepflanzt wird. Und das war so ein Wort, das ist mir geblieben bis heute. Ich habe das auch vergessen wieder, aber es kam immer wieder mir ins Gedächtnis, es kam immer wieder zurück. Und als ich dann als Teenager, junger Erwachsener mein Leben irgendwie, keine Ahnung, was gemacht habe und das Glück überall anders gesucht habe und mein Leben auf eine schiefe Bahn gekommen ist, kam mir dieses Wort wieder in den Sinn und plötzlich brach es durch. Bei mir dauerte das 15 Jahre, bis der Teer meines Herzens gebrochen worden ist. Aber gewachsen ist das trotzdem. 15 Jahre lang hier drin. Das ist die Kraft Gottes. Und dann bricht die durch und es entsteht Frucht und du schaust auf dein Leben und denkst, wow, wo kommt denn das jetzt her? Vielleicht kennst du das, du schaust auf dein Leben und reflektierst man, also, was ist denn das in meinem Leben? Ich bin ja irgendwie Jesus ähnlicher geworden. Ich bin irgendwie geduldiger oder liebevoller als noch vor 15 Jahren. Ich bin barmherziger, ich hab mehr Freude, ich habe mehr Frieden in mir. Und du merkst, das Reich Gottes ist eine Kraft, die innerlich wächst. Langsam wächst, aber sicher wächst. Ich will dir sagen, Gottes Reich hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft. Ich bin so dankbar, dass meine Kinder in einer Gemeinde aufwachsen. Die sind jetzt oben im Kinderprogramm und es wird dort gesät. Und ich staune, was meine Kinder mir erzählen. Und mein Gebet, mein Anliegen ist wirklich, dass meine Kinder das Reich Gottes nicht nur in Wort erleben, sondern in Kraft, weil da ist ein Unterschied.
Du kannst alles wissen über das Reich Gottes und es nie erlebt haben. Ich wünsche mir, dass das Wort Gottes eine Kraft in meinen Kindern entfaltet, das Frucht erzeugt, dass das nicht von außen her ein Druck ist, ein moralischer Druck. So musst du dich verhalten, so ist ein gutes Kind. Und dann ist es eine Belastung und eine Einengung, sondern etwas, das von innen her zum Segen wird. Das ist mein Gebet für meine Kinder, dass sie selbst Nachfolger von Jesus werden, aus freier Überzeugung, in Freiheit und Freude und Liebe und Großzügigkeit, weil sie einem Gott begegnet sind, der ihnen Kraft gibt, sie innerlich verwandelt. Religion ist Menschenwerk. Äußerliche Verhaltensveränderung durch Druck, durch sozialen Druck. Der Glaube an Jesus Christus ist innerliche Kraft, die von innen her verwandelt. Das ist mein Anliegen auch für dich heute. Und ich möchte dich ermutigen, setze dich dem Wort Gottes aus. Vielleicht liest du in der Bibel und denkst, ja, das hat nicht zu mir gesprochen. Trotzdem hat es eine Kraft. Vielleicht hast du eine Predigt gehört und denkst, ja, heute nicht, ich weiß, heute ist super, aber manchmal sonst. Und ich sage, das hat mich jetzt irgendwie nicht berührt. Aber schau, das Wort Gottes hat Kraft. Jesaja 55, 10-11, dort steht, denn wie der Regen und der Schnee herabkommen vom Himmel und nicht dorthin zurückkehren, sondern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und sie zum Sprießen bringen und Samen geben dem, der sät und Brot dem, der isst, so ist mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht. Nicht ohne Erfolg kehrt es zu mir zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort hat Kraft. Dieser Jesus, der für uns begraben worden ist und wieder auferstanden ist, der hat Kraft, der lebt in uns. Der lebt durch uns, der wirkt innerlich in uns, bis alles durchdrungen ist und alles gewachsen ist. Letztens hat meine Frau einen Strauch bei uns im Garten, wie sagt man, abgeschnitten. Das war ganz einfach. Mit der Heckenschere ein Strauch, es war so ein alter, verfaulter Kiwi-Strauch, tschack, weg. Und dann kam sie auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich die Wurzeln entfernen könnte. Das ist mal eine Arbeitsaufteilung, oder? Der Strauch ist schnell weg. Ich hatte mindestens eine Stunde, wenn nicht länger. Ich habe dort gebuddelt und gerissen und irgendwann musste ich sogar einen Stein entfernen, damit ich dort, und dann merkte ich, diese Wurzeln gehen unter das Gras und habe den halben Rasen zerstört und ich habe das alles rausgerissen und es war so anstrengend und ich möchte dir einfach sagen, das Reich Gottes wächst innerlich. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, aber wenn es mal da ist, kriegst du es nicht mehr so einfach weg. Gott hat diese Welt infiziert mit seinem Wort. Das breitet sich aus wie ein Virus. Und es kommt zum Ziel. Amen. Ich finde das super. Amen. Ich möchte gerne schließen mit einer Geschichte. Ich habe das gelesen in der Vorbereitung auf diese Predigt. Wahrscheinlich hast du von diesem Menschen noch nie gehört. Der heißt Seamus Blackley. Seamus Blackley, der hat einen Sauerteig gezüchtet. Und by the way, also nebenbei war er noch der Erfinder der Xbox. Also das hat nichts damit zu tun mit der Geschichte, aber ich fand es einfach interessant. Der Erfinder der Xbox, vielleicht kennst du die Xbox, jetzt weißt du, wer sie erfunden hat. 2019 hat der ein Experiment gewagt. Er ist ein leidenschaftlicher Bäcker und durch eine Ägyptologin, das sind Leute, die sich mit dem alten Ägypten auseinandersetzen, kamen sie zu solchen Tongefäßen aus dem alten Ägypten, die zur Aufbewahrung von Brot oder Mehl oder was auch immer gedient hatten. Und diese Tongefäße, die waren 4500 Jahre alt.
Und die hatten dort diese Proben gemacht und konnten ein wenig von diesen alten Sauerteigspuren, 4500 Jahre alten Sauerteigspuren extrahieren. Und er durfte, der meiste Teig ging ins Labor und er durfte aber ein paar für sich persönlich nach Hause nehmen und hat die dort irgendwie durch Feuchtigkeit und die richtige Temperatur, hat er diesen Sauerteig wieder reaktivieren können. Und ließ ihn wachsen und hat dann gepostet, 2019, das ist dann viral gegangen, ich habe ein ägyptisches Brot gebacken. Es schmeckt viel besser als alle Brote, die ich je hatte, oder? Und das war so faszinierend, ein 4500 Jahre altes Sauerteig, ausgetrocknet, dort in einem Tongefäß, noch Spuren vorhanden. Durch die richtigen Bedingungen wächst er wieder heran. Und vielleicht... Die Frage ist, stimmt das wirklich? Ich habe dann wirklich nochmal recherchiert, oder? Oder ist das einfach ein Internetstunt? Könnte ja auch sein. Xbox-Gründe, man weiß nie. Und vielleicht waren das auch Sauerteigspuren von einer früheren, näheren Zeit und so und das stimmt nicht und so weiter. Aber trotzdem, zu mir hat es gesprochen. Und es dient meinem Punkt heute Morgen. Das Wort Gottes hat Kraft und ist unsterblich. Und ich glaube, es gibt Leute heute Morgen hier und auch online. Und in dich wurde was gepflanzt. Vor Jahren, vielleicht vor Jahrzehnten. Etwas, das deine Großmutter dir gesagt hat oder etwas, das du in deinem schulischen Unterricht erlebt hast, im Religionsunterricht oder. Vielleicht ist es eine Verheißung, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat, vor Jahren. Aber es fühlt sich vertrocknet an, es fühlt sich tot an. Du denkst dir, wenn du mir zuhörst, ja, Kraft Gottes, innerlich, ja, okay, alles. Und bei mir ist alles tot, alles trocken, ich spüre nichts mehr. Ich möchte gerne für dich beten heute Morgen, weil ich denke und bin überzeugt, dass diese Kraft, von der wir reden, die gleiche Kraft ist, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Der gleiche Heilige Geist, der Totes, Vertrocknetes wieder lebendig machen darf. Und ich glaube, du gehst heute aus dieser Halle heraus und du wurdest ein wenig bewässert. Kam ein wenig Wärme rein. Und du wirst sehen, wie diese Dinge wieder aufsprossen zum Leben. Und diese Krusten gebrochen werden und diese Teerböden, die sich dort drüber betoniert haben, die brechen weg. Weil Jesus, die Kraft von Jesus stärker ist als der Tod selbst.